다 되는데 맥 사바지 비슷하다. 가상비 예지 냄년 쇼는 지 가르르지는 지 냄년 쇼 튜니버디 겁리야. 양보지 세요스만. 제상에 다들이 맥 Am anderen Tag habe ich vielleicht ein paar falsche Knöpfe gedrückt und habt ihr vielleicht nicht das gehört, was ich gemacht oder gesagt habe. Und heute benutze ich ein neues Mikrofon. Als erstes möchte ich euch allen Grüße für die glücksverheißend sind oder dass ihr glücksverheißende Umstände antreffen werdet und gesund seid, senden. Heute ist Tag 8 der Winterbelehrungen. Und heute werde ich da weitermachen, wo wir letztes Mal aufgehört haben. Wo wir doch darüber gesprochen haben, wie die Nur-Geist-Schule sich in Tibet ausgebreitet hat oder Fuß gefasst hat. Können wir also nennen, das Ausbreiten der Nur-Geist-Schule in Tibet oder auch der Nur-Geist-Texte in Tibet. Das hatte ich ja den anderen Tag in verschiedene Abschnitte aufgeteilt, das Thema. Und wenn man sich so die einzelnen Themen anschaut, da hatte ich gestern, letztes Mal über 5 Abschnitte gesprochen, aber ich habe noch einen weiteren dazu gefügt. Und der nächste Punkt, den wir dann besprechen werden, den ich dazugefügt habe, ist eben die Beziehung zwischen Shengtong und der Nur-Geist-Schule. Und ja, ich war ein bisschen unter Zeitdruck, das so schnell fertigzustellen. Muss sozusagen die Vorbereitung immer in ganz kurzer Zeit bewerkstelligen. Allgemein hatte ich ja schon ein paar Dinge gesagt über den Ursprung von den 5 Werken von Maitreya. Deswegen muss ich darüber vielleicht nicht mehr so viel sagen. Aber eine Sache, die wir auf jeden Fall beachten sollten, ist, dass die indischen Werke im Tenjur andere Erklärungen beinhalten über den Ursprung der Dharmas von Maitreya oder Werke von Maitreya. Zum Beispiel schreibt Acharya Haribratra in seinem Kommentar zu den 8000 Zeilen Prajnaparamita, dass der ehrwürdige Asanga die gesamte Bedeutung der Werke verwirklicht hat. Aber hat er nicht vollständig die Bedeutung und Worte der Prajnaparamita Sutras verwirklicht. Und deswegen war er etwas unzufrieden oder unglücklich darüber. Ich hoffe, ihr könnt das gut sehen, was da Kamera verteilt.
Manchmal scheint es so zu sein, wenn ich das Screen share, dass ich es sehen kann, aber ihr nicht. Aber wie auch immer, Asanga war nicht zufrieden wirklich oder nicht glücklich und deswegen hat Maitreya dann die Erklärung der Sutras gelehrt und hat eben Mahayana Sutra Alamkara gelehrt zu Asanga, der das gehört hat und das dann weiter gegeben hat. Und so haben das dann Asanga und Vasubandhu dann weiter gelehrt. Und dann gab es dann einen Meister später, der heißt Abhayakara Gupta, der schreibt dann in seinem Text Essenz des Mondlichtes, schreibt er, dass nachdem Buddha ins Parinirvana eingegangen ist, dann da war es Vajrapani und andere Bodhisattvas, die Prajnaparamita-Belehrung und andere Sutras so zusammenstellen wollten, kompilieren wollten. Und so war auch Maitreya und andere Bodhisattvas vorhanden oder anwesend, um die Prajnaparamita-Sutras so zusammenzufassen, zusammenzustellen. Und weil keiner wirklich so in der Lage war, diese Tiefgründigkeit und Schwierigkeit dieser Texte zu erfassen, war es dann Maitreya, der dann Mahayana Sutra Alamkara verfasst hat und so die Werke zusammengestellt hat. Und Haribhatra hat deswegen Unrecht, wenn er sagt, dass dieses Werk von Asanga später verfasst wurde. Aber da gibt es dann verschiedene Sichtweisen drüber und das gilt es weiter zu untersuchen. Aber man kann hier sagen, dass Haribhatra nicht recht hatte mit dieser Aussage, dass dieser Text Mahayana Sutra Alamkara später durch Asanga verfasst wurde. Und ja, so gibt es einfach so viele verschiedene Sichtweisen und Positionen in Bezug auf verschiedene Texte im Kanji und Tenji. Und das ist auch gut, das selbst zu untersuchen und zu erforschen. Und gestern oder letztes Mal hatte ich darüber gesprochen, zu welcher Schule die Werke von Maitreya angehören. Und ich dachte, vielleicht gebe ich heute noch erklärende Punkte dazu. Und ja, in Indien gab es eigentlich keine Debatte darüber, ob Maitreya's Werke der nur Geistschule oder Madhyamika angehörten. Aber in Tibet gab es einfach eine größere Debatte darüber, weil es einfach unterschiedliche Erklärungen gab. Und die meistbekannteste Position hier ist, und das ist die anerkannteste Position, aber nochmal kurz zurück, gibt 3 Hauptsichtweisen. Die einen sagen, es ist eine Mischung zwischen nur Geist und Madhyamika, die anderen sagen, es ist nur Madhyamika und die anderen sagen, es ist nur Geist. Und die Hauptsichtweise, die sich durchgesetzt hat, war, dass es so eine Mischung ist zwischen nur Geist und Madhyamika. Und diese Sichtweise haben Noklotsawa Loden Sherab, Chomden Rinpoche, Brongten und Gorampa und so weiter. Und viele weitere Gelehrte also. Die sagen, dass Maitreya's Werke so eine Mischung ist zwischen Madhyamika und nur Geistschule. Und wie sagen die das denn genau? Die sagen dann, Mahayana Sutra Alamkara ist Madhyamika. Nee, stimmt gar nicht, sorry. Abhisamalamkara ist Madhyamika, Mahayana Sutra Alamkara und Madhyanta Vibhanga und Dhammadhamata Vibhanga. Die sind das sind sozusagen die Mahayana Sutras über die 3 Naturen oder Wesen.
Also Mahayana Sutra Alamkara und Madhyanta Vibhanga und Dhamma Dhammata Vibhanga ist sozusagen nur Geistschule, aber dann, wo eben die drei Naturen gelehrt werden, aber Uttara Tantra Shastra ist dann wieder Madhyamika, genauso wie Abhisamaya Alamkara. Das ist so die allgemeine Position. Und das, genau, wollte ich sagen. Was da jetzt im Kommentar zum Madhyamika Avatara vom 8. Karmapa heißt, und da heißt es, gemäß meines Vaters, der große Repa, das war der damalige Sanginempa, sind die 5 Werke von Maitreya Kommentare zu den Bedeutungen des Mahayana in Bezug auf Ursache und Result. Und es ist nicht so, dass die 3 mittleren Werke nicht Madhyamika lehren, sondern dass sie nicht einfach Madhyamika an der Seite lehren, sondern die sind wirklich, die 3 mittleren Werke sind wirklich nur Geistschulenwerke. Und das erste Werk, Abhisamaya Alamkara, hat sowohl Madhyamika und nur Geistinhalte, und das letzte, Uttara Tantra Shastra, bezieht sich auf Sutra und Tantra. Und das ist in Übereinstimmung mit der Sichtweise von Yakpipam Mipam Chökyi Lama, der sagte, und auch Dolpopa und Panchen Shakya Shogden und auch viele Shengtong-Meister sagen, dass all diese Werke Madhyamika sind. So gibt es eben diese verschiedenen Sichtweisen. Und wenn wir Rendava Schönölötrus Text anschauen, das ist ein Text, der heißt Dialog mit dem großartigen, liebevollen Abt. Darin heißt es, Asanga Vasubandhu und die Anhänger dieser lehren die Werke von Maitreya aus der Nur-Geist-Sichtweise. Und wenn man lehren würde, dass die Werke von Maitreya nicht nur Geistschule angehören, dann würde das bedeuten, dass Asanga und Vasubandhus eigene Werke auch nicht nur Geistschule sind. Und wenn wir das sagen, dann werden wir niemanden finden, der die nur Geist-Sichtweise aufrechterhält. Das ist, was es Rendava als Gefahr aufzeigt. Und auch weiterhin gibt es auch einen Dialog von Lama Ösa Gyaltsen. Das ist auch wieder ein Werk von Rendava. Da heißt es, innerhalb der 5 Werke von Maitreya, zum Beispiel Abhisamaya Alamkara, ist ein mittlerer Weg, heißt es. Und die anderen sind 4, anderen 4 sind nur Geistschule, Fragezeichen. Das fragt Rendava in dem Werk. Und Rendava sagt, man kann nicht sagen, die einen sind nur Geist, die anderen sind Madhyamika. Entweder sind die alle das Gleiche. Ja, also alle müssen das Gleiche sein, entweder Madhyamika oder nur Geist. Aber und wenn wir sagen, eins ist nur Geist oder mehrere, dann müssen alle gleichermaßen nur Geistschuleninhalte sein. Und das wird auch ganz klar dann erklärt in Arya Vimuktisena und Haribhatras Tradition. Und die meisten früheren tibetischen Gelehrte haben das auch so erklärt, dass die alle, dass es da eben so eine Mischung sein muss. Es kann nicht sein, dass die einen das und die anderen das sind, sondern dass es so, dass sie jeweils vermischt sind, Madhyamika und nur Geistschule. Und da gibt es also solche, aber es gibt eben auch solche Anhänger, die dann Rendava anhängen, der sagt, dass alle 5 Werke von Maitreya nur Geistschule sind. Aber da gibt es nur wenige, die so denken. Und das spricht darüber, wo die Sichtweise der 5 Werke von Maitreya anzusiedeln sind. Ob sie nur Geist, Madhyamika oder eine Mischung davon sind. Und innerhalb dieser 5 Werke von Maitreya, da gibt es Kommentare dazu. Und
Gibt es zum Mahayana Sutra Alamkara, gibt es dann Kommentare von Asanga und Vasubandhu. In Bezug auf Dhammadhamata Vibhanga gibt es einen Kommentar bei Vasubandhu und in Bezug auf Madhyanta Vibhanga gibt es auch einen Kommentar von Vasubandhu und über Uttara Tantra Shastra gibt es den Kommentar von Asanga. Und dieser Kommentar von Asanga zum Uttara Tantra Shastra, da wird eben dann von späteren Historikern und Forschern untersucht, ob das wirklich von Asanga verfasst wurde oder nicht. Aber darüber werde ich ein andermal sprechen, wenn ich mehr über das Uttara Tantra Shastra spreche. Und dann gibt auch die Debatte, gibt es überhaupt einen Kommentar von Vasubandhu oder Asanga in Bezug auf Abhisammayalankara? Und da gibt es keine klare Antwort, wahrscheinlich eher nicht. Kann man kategorisch vielleicht schwer sagen. Ja, kann man wahrscheinlich schwer sagen, dass es tatsächlich einen Kommentar gab von Asanga oder Vasubandhu in Bezug auf Abhisammayalankara. Und wenn wir über die 5 Werke von Maitreya sprechen und die Kommentare dazu, da kann man dann insgesamt auf 20 indische Kommentare kommen, die sich auf Werke von Maitreya beziehen. Das wird jetzt hier angezeigt. Und die meisten von euch, wenn ich über die verschiedenen Kommentare spreche, wenn ich über die anderen indischen Kommentare spreche, die sind ja eigentlich in der Kshetra gut bekannt und ich glaube, ich muss ja jetzt hier nicht drüber sprechen, das wird dann vielleicht zu kompliziert. Da ihr die eigentlich hauptsächlich kennt, die 20 Werke Bezug auf Maitreya, dachte ich zuerst, ja, ist gut, vielleicht darüber zu sprechen, aber jetzt denke ich gerade, das ist vielleicht nicht so wichtig, darüber zu sprechen. Aber dennoch innerhalb dieser 20 Kommentare oder Werke in Bezug auf Maitreyas Belehrung gibt es dann natürlich verschiedene Kommentare zu den verschiedenen Werken von Maitreya. Und dann gibt es Werke, die eben Sutra und die Sutras und diese Belehrung von Maitreya verbindet. Und es wird gesagt, dass traditionell wird allgemein gesagt, dass es da eine Tradition gibt, der Laien praktizierende Shantivani die Texte brachte aus Nalanda und dann später und dann einen Kommentar verfasst hat, basierend auf Abhisammayalankara und Prajnaparamita Sutren. Aber ganz gleich, ob wir über diese Kommentare sprechen, die Abhisammayalankara und die 100.000 Verse von Prajnaparamita oder 25.000 oder 8.000 Zeilen Sutra verbinden. Das sind alles Texte, die eben wir dann auch finden im Mahayana Sutra Alamkara. Aber der kraftvollste Kommentar war Haribhadras kurzer Kommentar, der heißt klare Bedeutung. Das ist die beste oder das treffende Kommentarwerk. Wir sprechen ja manchmal über Mutter- und Kind-Sutras. Manchmal sind es 20, manchmal sind es 17. Und wenn wir über die Sutren sprechen, wie sie in König Trisongdetens Zeit angeht, da waren die nicht notwendigerweise übersetzt. Und weil sie nicht übersetzt waren zu König Trisongdetens Zeit, gibt es eine Tradition, die sagt,
dass da 20 Werke waren, die sich auf die Prajnaparamita Sutra stützten. Aber andere widerlegten das. Nee, 17. Und andere widerlegten das, dass es da eben noch andere Sutras gibt, die eben in diesen 17 Abschnitten nicht enthalten sind. Und deswegen gehen sie davon aus, dass es 20 Prajnaparamita Sutra Texte gibt. Aber ganz gleich, wie wir da schauen, wenn wir im tibetischen Königreich schauen, da waren auf jeden Fall 17 Prajnaparamita Sutras übersetzt. Aber es bedeutet nicht zwingendermaßen, dass es nur 17 gibt. Aber damals wurde die Zahl 17 eben, trotzdem setzte sich diese Zahl 17 durch, aber eigentlich impliziert es nicht notwendigerweise, dass es nur 17 gab. Es waren halt 17 übersetzt. Zum Beispiel Vajravajra Sutra und so weiter wurden eben später übersetzt. Zur Zeit von Bhutan Rinpoche. Und genau, dadurch kam es eben zu einer anderen Anzahl. Dafür ist es wichtig, immer gut zu unterscheiden, welche Übersetzungen wann durchgeführt werden, frühere oder spätere. Aber kurz gesagt, wenn wir die Kommentare zum Beispiel von Abhisamalamkara anschauen, das ist der eine Punkt, aber dann gibt es eben auch zu den anderen Werken große Kommentare, zum Beispiel Shitamatis Kommentar zum Mahayana Sutra Alamkara, was eigentlich so ein Unterkommentar ist zu Vasubandhus Kommentar zu diesem Werk. Und dann gab es noch die Kommentare bei dem Kaschmirmeister Jnana Bhadra. Und da gibt es eben diese verschiedenen Kommentare zu dem Mahayana Sutra Alamkara. Und es gibt eben auch Sthiramatis Kommentar, der eben auf Mahayana Sutra Alamkara, das ist ein Unterkommentar zu Vasubandhus Kommentar. Und es gibt und Shantipa sagt, es gibt diese fünf Ebenen von Asanga und die zwei Kompendien. Das ist einmal Mahayana Samgraha und Abhidhamma Samuccaya. Und da wird von manchen eben gesagt, dass die von Maitreya verfasst wurden, aber Asanga diese verfasst hat. Und das wurde so gelehrt von vielen verschiedenen Lehrern. Und Vasubandhus Kommentar über die Bedeutung dieser Texte und die anderen 8 Werke von Vasubandhu, zum Beispiel auch über Karma und so weiter, die werden dann, wenn man die alle so zusammenfasst, heißt es dann eben die 20 Werke von Maitreya, obwohl die nicht direkt von Maitreya verfasst sind, sondern weil sie einfach nur in Bezug stehen. Also wir haben auf jeden Fall die beiden Schmucke, das ist einmal Abhisamalamkara und Mahayana Sutra Alamkara. Und dann haben wir Dharma und Dharmata und Adyanta Vibhanga und Uttara Tantra Shastra. Da kommen wir also auf 5. Das sind die 5 Haupttexte von Maitreya. Und dann haben wir die 5 Ebenen von Bodhisattva Bhumi und dann die Texte von Asanga und die 8 Texte von Vasubandhu, die 8 Prakarana. Und wenn wir die alle zusammenfassen, dann kommen wir auf 20 Texte. Das sind dann die 20 Texte bezogen auf Maitreya. Und wenn wir dann
die Texte von Vasubandhu anschauen, diese 8 Texte, Prakarana, das sind einmal die 20 Verse, 30 Verse, die Werke, um Karma zu beweisen, die Werke über die 5 Aggregate und Kommentar über das wechselseitig abständige Entstehen. Und manche Kommentatoren schließen hier auch noch den Kommentar zum Dhamma Vibhanga ein, aber Bhutan Rinpoche und Sera Jetsun und so weiter sagen hier, dass es nicht der Fall ist, sondern dass es einfach der Kommentar zur wechselseitig abhängigen Entstehen ist. Und zusätzlich dann eben von Vasubandhu, um jetzt diese 8 abzuschließen, sind auch Kommentare, der Kommentar über Madhyanta Vibhanga und Kommentar zum Abhisamalamkara. Wie auch immer in der Geschichte, die Taranatha in seinem Werk in Indien aufzählt, da werden, auch wenn sie 8 Werke heißen, ist es schwierig, die dann wirklich als Kommentare zu bezeichnen. Und dass man nicht alle Werke von Vasubandhu da einsortieren kann. Und Prakarana bedeutet Werk. Und die 20 Werke von Maitreya, dieser Begriff wurde eben von Tibetern benutzt und nicht in der indischen Zeit. Das ist auch ein weiterer Punkt, das zu untersuchen. Der Punkt vorher mit diesem, dass man Werke nicht benutzen darf für diese 8, weil eben manche Gelehrte sagen, nee, zum Beispiel der Text kann man beweisen oder über die 5 Aggregate oder 20 Verse oder 30 Verse wären eben nicht wirklich Werke. Und der Begriff Werke hier wäre dann nicht angebracht. Und wenn dann diese 5 Texte von Maitreya übersetzt werden, war das so, dass eben Bhetulotsawa und Mulotsawa eben Cekavuce nach Indien ging, um diese Texte zu studieren. Und die sagen eben, dass die Maitreya-Texte wirklich Praxistexte sind. Und es war so, dass zu der Zeit in China, da gibt es einen, der hieß Suga Dorje. Und Cekavuce sagte ihm oder lehrte ihm, ja, andersrum, Cekavuce hat die Belehrung erhalten von ihm und diese Werke niedergeschrieben. Und dann gab es auch noch Pema Sengye, der Übersetzer. Und der hat auch Zensanus Guru befolgt und hat auch wiederum Notizen gemacht und hat so einen langen Kommentar über Mahayana Sutra Alamkara verfasst, der aber nicht mehr existiert. Aber es wird allgemein gesagt, dass das wirklich der erste akzeptable Kommentar war. Und das wurde verfasst von dem großen Mulotsawa. Und die Kommentare, die er verfasste, waren einmal Kommentare zum Abhisamalamkara und hat da eine Zusammenfassung und eine lange Erklärung verfasst. Und er hat auch Kommentare über Mahayana Sutra Alamkara, Uttara Tantra Shastra verfasst und auch über Madhyanta Vibhanga und Dhamma Vibhanga. So, er hatte eigentlich Zusammenfassung über alle 5 Werke verfasst und auch Erklärungen gegeben. Und das sind so die ersten früheren Kommentare in Bezug auf die 5 Werke von Maitreya. Und wenn wir so darüber nachdenken, wer das dann wirklich gelehrt hat, diese 5 Werke von Maitreya, wer die wirklich gelehrt hat,
gibt es also C-Kabuches Übersetzung, die tradiert wurde. Und seine Tradition, C-Kabuche, das ist die sogenannte Zen- oder Meditationstradition der 5 Werke von Maitreya. Da gab es diese Überlieferungslinie, aber die ist später unterbrochen worden. Und die gegenwärtige Übersetzungstradition ist eher durch den Übersetzer Loden Sherab. Und das war auch in der tibetischen Kshetra Shombuche gelehrt. Und da gab es eben viele Gelehrte, die aus dieser Kshetra kamen. Und die haben dann wirklich die Kommentare eben studiert und haben die dann auch weiter verbreitet, diese Belehrungen. Und die Überlieferung von Ngolo Tsara Löten Sherab war eben der sehr hilfreich für die Tradition von Maitreas Werken. Und nicht nur da, sondern er war auch sehr wichtig für die Madhyamika-Tradition und war deswegen sehr essentiell für das Studium im Allgemeinen in Tibet, das ins Leben zu rufen und zu verbreiten. Und all die verschiedenen Überlieferungslinien, die diese Texte studieren, basieren eben auf dieser Tradition von Lotsavan Loden Sherab. Und wir denken, dass alle unsere Traditionen so wichtig sind, Kagyu, Sakya und so weiter. Aber wenn wir darüber nachdenken, wie es früher war in den Anfangsphasen, da haben die wirklich unermüdlich daran gearbeitet, dieses Studium zu beginnen und haben da wirklich sich so angestrengt, damit die Lehren sich verbreiten und erblühen. Und ohne deren Güte am Anfang wären wir jetzt nicht hier. Zum Beispiel Loden Sherab oder seine Schüler. Das war so eine kurze Zusammenfassung über die früheren Kommentare über die 5 Werke von Maitreya. Und jetzt der nächste Punkt ist die Beziehung zwischen Shentung und nur Geist. Und das ist eigentlich, jetzt wird es ein bisschen kompliziert. Und wenn ich darüber nicht klar spreche, könnte es sein, dass sich jemand irgendwie verletzt oder dass sich jemand angegriffen fühlt, wie ich es ausdrücke. Aber wir müssen es verstehen, dass wir hier diskutieren. Und wir können da verschiedene Fragen stellen. Und ich möchte hier nichts kategorisch ausdrücken, dass das so oder so wäre. Bitte denkt nicht, was ich sage, dass das so entschieden ist. So ist es nicht. Aber dennoch ist es wichtig, eben die Beziehung zwischen Shentung und nur Geistschule gut zu verstehen. Aber bevor wir über deren Verbindung sprechen, müssen wir verstehen, was Shentung bedeutet. Was ist der Unterschied zu Shentung und Rantung? Das ist als erstes wichtig zu verstehen. Was ist der Unterschied zwischen diesen beiden? Und wenn wir so über Shentung und Rantung sprechen in kurzer Zeit, was der Unterschied ist, ist natürlich ein großes Unterfangen, aber ich versuche mein Bestes. In Tibet gab es auf jeden Fall diese Tradition, den mittleren Weg, also Madhyamika in Rantung und Shentung zu unterteilen. Und wenn wir Rantung anschauen, ist es eine Sichtweise, die Nagarjunas Mula Madhyamika Karika und Chandrakirtis Madhyamika Avatara betont. Und Shentung ist eine Sichtweise, die besonders Uttaratantra Shastra und die anderen 4 Werke von Maitreya als Schwerpunkt hervorhebt. Und andere Werke auch von Asanga und Vasubandhu. Und wenn wir so versuchen, die Bedeutung von Rantung und Shentung zu sprechen, dann ist das so ein bisschen komplex, aber um es einfach und direkt zu sagen,
sind diejenigen, die alle Phänomene als leer verstehen, leer von eigener Essenz oder Existenz, die heißen Rangtong. Diejenigen, die aber sagen, dass die Essenz der Buddha-Natur leer ist oder unbefleckt ist von vorübergehenden Verblendungen, aber selbst nicht leer ist, sondern eine Essenz innewohnt hat, das sind die Shentongpas. Wenn wir so über Shentong sprechen, ist es so historisch so, dass wir Zen Kabuchi als erstes berücksichtigen müssen. Der hat nämlich den Schwerpunkt darauf gelegt, dass Uttara Tantra Shastra, dass das der wichtigste Text ist, und so hat sich dann die Shentong-Sichtweise oder Schule entwickelt. Und das war auch so später, dass der dritte Karma-Paar dann auch die Shentong-Sichtweise sehr betont hat. Und dann später gab es Dolpo-Paar, den großen Dolpo-Paar, Sherab Gyaltsen. Der hat dann eine ganze Präsentation über Grundpfad und Frucht diesbezüglich dargelegt. Und das wurde dann eine unabhängige Schule, die später dann als Jonang-Schule bekannt wurde. Und und so ist die Shentong-Sichtweise eben die Grundlage für die Jonang-Schule. Und wie ich sagte, der dritte Karmapa Rangchen Dorje, hatte eben einen engen Bezug zur Shentong. Und er hatte eine starke Shentong-Sichtweise, die früher war historisch als Dolpopas. Denn es war ja so, dass Dolpopa irgendwann den dritten Karmapa besuchte. Und die hatten dann große Diskussionen über diese Sichtweise. Und damals war es so, dass der dritte Karmapa die Shentong-Sichtweise hatte und Dolpopa die Rangtong-Sichtweise. Also Dolpopa war damals immer noch Rangtong, noch nicht Shentong. Und der dritte Karmapa Rangchen Dorje hatte eben da die Shentong-Sichtweise. Also der dritte Karmapa hatte diese Sichtweise zeitlich vor Dolpopa. Und die hatten dann eine große Diskussion oder viele Diskussionen. Und der dritte Karmapa sagte dann, jetzt gehst du mit mir in Debatte und versuchst, meine Shentong-Sichtweise zu widerlegen. Aber in der Zukunft wirst du, Dolpopa, da wird es die Zeit geben, wo du diese Sichtweise aufrechterhalten wirst. Diese Voraussage machte oder Prophezeiung machte der dritte Karmapa. Und das war die Prophezeiung über die Jonang-Schule. Das finden wir auch in den alten Kamakachi-Texten. Und wenn wir dieses Ereignis anschauen, dann war es ja so, dass Dolpopa, bevor er Shentongpa wurde, war er Rangchen Dorje, der dritte Karmapa, schon ein Shentongpa. Das heißt, der dritte Karmapa muss da einen recht großen Einfluss gehabt haben auf Dolpopa, dass der dann Shentong wurde. Aber ich sage nicht, dass der dritte Karmapa also die Hauptursache war, dass Dolpopa diese Sichtweise von Shentong annimmt. Aber da muss auf jeden Fall ein Einfluss oder einen Eindruck hinterlassen haben in Dolpopa. Und ja, das denke ich ist okay zu sagen, dass der dritte Karmapa definitiv einen Einfluss hatte. Dann machen wir 30 Minuten Pause, ne? 다 당기디 초 튀는 슈아인바. 달리야 아니 까마바 Dann würde ich jetzt gerne da weitermachen, wo wir aufgehört hatten. Der dritte Karmapa Rangchen Dorje. Der dritte Karmapa war ja ein Shentong-Meister zeitlich vor Dolpopa, Sherab Gyaltsen, um das so historisch zu klären. Wenn wir Rangchen Dorjes Werke anschauen,
Hat er Shentong-Werke verfasst? Fragezeichen, Antwort ja. Zum Beispiel hat er einen Kommentar zum Lobpreis an Dharmadhatu von Nagarjuna verfasst und einen Kommentar zu Dhammadhamata Vibhanga und hat auch Wurzeltext und Autokommentar zu den tieferen inneren Prinzipien gelehrt und eine Übersicht oder ein Inhaltsverzeichnis sozusagen über das Uttara Tantra Shastra verfasst. Und er selbst schrieb auch Werke über die Lehrheit der Nichtnegation, Megak, und lehrte auch Werke über die Sichtweise der Buddha-Natur. Und es ist eben wichtig, um wirklich Vajrayana zu praktizieren, sagte er, dass man Uttara Tantra Shastra gut versteht und auch sein Werk, ja, die tiefgründigen inneren Prinzipien, Satmunangdan Tsetre. Und das ist wichtig für die Vajrayana-Praxis. Ansonsten würde man nicht wirklich in der Lage sein, tiefgründige und weitreichende Bedeutung von Mantrayana zu verstehen. Deswegen sollte man diese Texte gut verstehen. Und deswegen ist es so, dass noch bis heute der Kachi-Linie eben genau diese Texte studiert werden und auch die zwei Segmente sozusagen vom Himavajra-Tantra als sozusagen die Grundlage, basierend auf dieser Aussage des dritten Karmapa. Und der dritte Karmapa, Rangjung Dorje, war eben sehr nah der Shentong-Sichtweise. Und wenn wir seine Werke vergleichen mit denen von seinem Schüler Sherab Rinchen, da können nee, nicht mit dem, sondern wenn wir Karmapas und Sherab Rinchens Werke vergleichen mit Dolpopas, gab es einen Unterschied in der Shentong-Sichtweise. Und dann könnte man sagen, dass Rangjung Dorjes Shentong etwas anders war als Dolpopas Shentong. Rangjung Dorje sagt nämlich, dass letztendlich Buddha-Natur sowohl die Extreme von Existenz als auch Nicht-Existenz übersteigt. Er sagt nicht, also Karmapa sagt nicht, dass Buddha-Natur kategorisch wirklich existent ist. Aber Rangjung Dorje sagte, dass letztendlich die Weisheit, die wahrnehmende Weisheit, dass die letztendlich ist. Und auf diese Art und Weise hat er die Position von Existenz ja mehr betont als die Position des Nicht-Existierens. Und er sagte auch, dass die Gedanken und Sichtweisen von Nagarjuna und Asanga ja durchaus vereinbar sind. Und Rangjung Dorje hat natürlich viele Texte studiert und viel kontempliert. Und deswegen war das eine besondere Aussage, denn es war natürlich oft so, dass Shentong-Pas mit Rangtongs nicht froh waren und andersrum auch. Aber es gab halt ein paar Meister, wie der dritte Karmapa, die sagten, dass Rangtong und Shentong nicht notwendigerweise im Widerspruch sind. Und so sagte er zum Beispiel eben, dass die Sichtweise von Nagarjuna und Asanga nicht wirklich im Widerspruch sind. Und auch Longshen Rabshan sagte auch, dass Rangtong und Shentong nicht notwendigerweise widersprüchlich sind. Und auch der dritte Karmapa und Longchenpa hatten ja auch eine enge Beziehung. Dass auch der dritte Karmapa eben auch einen Einfluss hatte auf Longchenpa. Und später auch bei Mipam Rinpoche können wir finden, dass Rangton und Shektum nicht widersprüchlich sind. Und das auch wiederum basiert auf dem dritten Karmapa und seiner Sichtweise. Und ein anderer wichtiger Punkt, den wir berücksichtigen sollten, normalerweise oder allgemein wird ja gesagt, dass die Buddha-Natur wirklich existiert, so sagen die Jonang Pas. Aber dann können wir
darüber sprechen, was hier mit wirklicher Existenz gemeint ist und was gemeint ist mit der Abwesenheit wirklicher Existenz im zweiten Dharma-Chakra. Und hier, wenn Sie darüber sprechen, die Jonangpas, über wirkliche Existenz oder wahrhaftige Existenz im Rahmen des dritten Dharma-Chakras, dann erklären Sie das so, dass wenn wir im zweiten Dhamma-Chakra die Dinge untersuchen, können wir sehen, dass die Dinge nicht wirklich existieren. Da ist also keine wahrhaftige Existenz vorhanden, aber dennoch lehrt das dritte Dhamma-Chakra eben die letztendliche Sichtweise und das Selbstgewahrsein ist hier etwas, was eben im zweiten Dhamma-Chakra nicht gelehrt wurde und daher nicht notwendigerweise nicht wirklich Existenz ist. Denn dieses Selbstgewahrsein verweilt in der Buddha-Natur und ist unveränderlich von anfangsloser Zeit und unbefleckt. Und aus diesem Grund macht er einen Unterschied. Er macht einen Unterschied zwischen wahrhaftiger Existenz und wahrhaftigen Verweilen. Und dieses Selbstgewahrsein ist eben dann etwas, was wahrhaftig verweilt, aber nicht notwendigerweise wahrhaftig existiert. Sondern es bedeutet, dass es eben von der anfangsloser Zeit wahrhaftig verweilt, wohingegen die Verblendungen eben ungewiss sind. Die macht man da und macht man nicht. Die verändern sich, die sind beseitigbar und täuschend. Und daher gibt es die Präsentation und Darlegung darüber, dass sie eben nicht wirklich existent sind, ne? Die vorübergehenden Verblendungen. Wenn wir allgemein über Rangchen Dorje sprechen, hat ja der dritte Karmapa eben so viel studiert und kontempliert über die den Text, zum Beispiel die 5 Arten der Ebenen und allgemein über nur Geistbelehrung. Aber dennoch hat er einen Schwerpunkt auf die Werke von Maitreya gelegt und er war der erste Katschu-Meister, der wirklich diese Lehren von Maitreyas Dharma wirklich sehr verbreitete. Er hatte wirklich sich damit sehr beschäftigt, kontempliert. Und Dolpopa, der große Dolpopa, der Jonang Master, der würde es nicht akzeptieren, dass er ein nur Geistmeister ist. Aber er würde vielleicht sagen, dass seine Sichtweise basiert auf den Werken von Maitreya und den nur Geisttexten. Das sind das sind sozusagen die Quellen für seine Sichtweise. Deswegen aus einer Sicht her waren diese Werke eben sehr einflussreich auf ihn und seine Lehren in Tibet. Auf der anderen Seite würde er sich selbst nicht als nur Geistmeister beschreiben. Und es gab auch viele andere Meister, die ihm widersprachen. Und es heißt zum Beispiel in den blauen Annalen, da heißt es, es gibt diejenigen, die sagen, dass der allwissende Jomo Nangpa, das ist Dolpopa, Annahmen über Buddha-Natur als etwas Ewiges, Beständiges ist, fehlerhaft sind. Aber da gibt es auch viele in Ü und Zhang, die Uttara Tantra Shastra sozusagen als ihr eigenen Yidam sehen. Und das ist dank Dolpopa, dank der Güte von Dolpopa. Das ist sozusagen ein Lobpreis an Dolpopa. Aber Gorampa sagte, dass der Name nur Geist eben einfach verändert wurde in Shentong. Und
Es ist einfach nur eigentlich nur Geistschule, aber die Jonangpas nennen dann diese Sichtweise einfach die große Madhyamika-Schule. Das ist einfach nur so ein Rebranding sozusagen oder so, der nur Geistschule. Aber es ist eigentlich nichts anderes. Das sagt Gorampa. Und es ist eben nicht Madhyamika. Und die Jonangpas das eben als Groß-Madhyamika benennen. Aber da gab es dann viele solcher Kritiken von verschiedenen Gelehrten und Meistern. Und es gibt viele Texte, die eben ja, in nur Geist einsortiert werden. Ja, und manche würden sagen, das sind nur Geistschulen-Texte, aber Dolpopa sagt, nee, das sind nicht nur Geistschulen-Texte, sondern es gibt eben viele Werke, wie zum Beispiel Sutras des dritten Dharma-Chakras oder der 5 Werke von Maitreya oder Abhidhamma Samuccaya oder die 5 Kategorien der Ebenen, Vasubandhus, 30 Verse und 20 Verse und so weiter, dass sie nicht nur Geistschule seien, sondern große Madhyamika. Und das hat er durch viele, viele verschiedene Zitate und Logiken untermauert. Das hat Dolpopa getan. Und das ist das, was Dolpopa gelehrt hat. Und es gibt natürlich Leute, die sagen, dass die 5 Werke von Maitreya nur Geistschulentexte sind. Und wir hatten ja schon kennengelernt, manche sagen, das ist so eine Mischung zwischen Madhyamika und Yogacara. Aber Dolpopa sagte, das ist nicht wahr, sondern er sagte, dass eben alle 5 Werke von Maitreya definitiv große Madhyamika-Texte sind. Und auch zum Beispiel Avatamsaka und Mahaparinirvana Sutra, sagte er, die als nur Geist-Sutras verstanden sind, sind eigentlich definitiv große Madhyamika, also Shentong Madhyamika Sutras. Und ebenso waren Asanga und Vasubandhu, Dignaga und andere, die waren dann allgemein als nur Geistschulen-Panditas angesehen. Und er sagte, dass die tatsächlich Madhyamika sind. Und er sagte, dass die Prajnaparamita-Texte als nur Geist verstanden hätten, aber Dolpopa sagt, das ist nicht der Fall, sondern die sind eigentlich Madhyamikas. Und so gibt es in der Jonang-Tradition, in der ja Dolpopa steht, gibt es keine klare Identifikation, was nur Geistschulen-Texte sind oder was nur Geistschulenmeister sind. Vielleicht gibt es ja nur 1 oder 2 Texte und Gelehrte der nur Geistschule. Denn all die Gelehrten und Werke, die normalerweise nur Geist verstanden werden, international, das widerlegte halt Dolpopa und sagt, dass sie nicht nur Geistschulentexte werden oder Meister werden, sondern große Madhyamika, also Shentong-Meister und Texte. Und innerhalb all der großen Jonang-Gelehrten, die dann Dolpopa folgten, war ein sehr bekannter, der große Gelehrte Jonang Taranata. Der war sehr anders als andere Meister, hatte ein weitreichendes Verständnis und Wissen über die Geschichte, hat ja auch eine Geschichte über Indien, du hast ein Werk verfasst, das heutzutage immer noch benutzt wird, um die Geschichte historisch zu untersuchen. Er hat also ein großes historisches Verständnis und das hatte einfach immer sehr gerecht und unparteiisch. Und es war irgendwie ein anderer Stil als Dolpopas Stil. Und was Taranata sagte, ist Folgendes: Wenn Baba Viveka und andere sagen, dass Asanga nur Geistschulenmeister ist und ihn dafür kritisierten, sagte Taranata,
Aber Taranatha benutzte dann nicht den Begriff nur Geist in Bezug auf Asanga, sondern einfach nur Gewahrsein, einfach Doppelpunkt Gewahrsein. Nicht nur Geist, sondern Gewahrsein. Das hat er so in der Geschichte über Buddhismus in Indien verfasst. Und manchmal sagt er auch Gewahrsein Mittelweg. Und gemäß der Sichtweise benannte er dann Dignaga, Stiramati, Dhammapala, Shantagumi, Vinitadeva und Ashwabhava, als ob sie nur Geistmeister wären. Aber wenn wir schauen, wie Taranatha das tatsächlich ausdrückt, ist das dann doch anders als Dolpupa. Der sagte, dass Vasubandhu und Asanga nicht nur Geistmeister waren. Und Taranatha sagt aber jedoch, dass Asanga und Vasubandhu tatsächlich nur Geistmeister waren. Aber wahrscheinlich in der Tiefe seines Herzens ging Taranatha auch davon aus, dass Asanga und Vasubandhu Shentong Madhyamika waren. Später, wenn wir über die Shentong-Sichtweise sprechen, nach Dolpopa, nach Dolpopa Sherab Gyaltsen, gab es Panchen Shakya Shokden, der hatte wiederum andere Erklärungen und die waren wirklich sehr einzigartig anders. Und Panchen Shakya Shokden war sehr bekannt als Sakya-Gelehrter. Und innerhalb der Sakya-Gelehrten gab es drei es wird gesagt, dass es da drei Hauptgelehrte gab in Bezug auf Sutra und Tantra und er war einer der drei. Und auch Panchashakya Shokden hatte auch eine enge Verbindung zum 7. Karmapa und dem 4. Shamarpa und weiteren Meistern. Und er hatte auch einen großen Einfluss auf andere Überlieferungslinien, wie zum Beispiel Kachi und Jonang, also die ja nicht Sakya waren. Und er hatte wirklich einen großen Einfluss ebenso auf andere. Und es wird gesagt, dass er zuerst Rangtong war und später Shentong. Und er sagte immer, dass es da zwei Madhyamikas gab. Einmal Yogacara Madhyamika und dann Madhyamika oder Essenz-Madhyamika, Essenzlosigkeit Madhyamika. Und er sagte, das erste war Rangtong und Shentong und das zweite können wir unterscheiden in Svatantrika und Prasangika. Und er gab dann als Beispiel von Rangtong Yogacara Madhyamika, sagte er, das wären Shantarakshita und seine Anhänger, wohingegen Shentong Yogacara Madhyamika wären Asanga und seine Schüler. Und so, wenn wir allgemein über Yogacara Madhyamika sprechen, sprechen wir über Yogacara Madhyamika. Aber diese Unterscheidung dann von Rangtong und Shentong, also Rangtong Yogacara Madhyamika und Shentong Yogacara Madhyamika, ist wahrscheinlich wahrscheinlich nur von Shakya Shokden so gelehrt. Und was dann auch noch schwierig war im Begriff auf die Terminologie ist, dass nur Geist als eine der 4 Schulen zu verstehen. Aber wenn wir über die Anhänger des Gewahrseins sprechen und Yogacara, sind die nicht notwendigerweise nur Geist, sondern können sowohl nur Geist und Madhyamika beinhalten. Denn wie ich schon vorher gesagt hatte, es gibt ja Yogacara Madhyamika und oder Shentong Yogacara Madhyamika. Und da gab es immer wieder auch in verschiedenen Texten eben sowohl Passagen über nur Geist und über Madhyamika zusammen. Und dann gibt es ja noch innerhalb der Nur-Geist-Schule eben diese die zwei Unterschulen, ne? Wahre Aspekteriens und falsche Aspekteriens. Aber
Ja, Shukden sagt, dass diese Unterscheidung in diese beiden Unterschulen der Yogacara-Schule niemals oder nur Geistschule niemals in Indien vorhanden waren. Dass die Bedeutung natürlich in den Texten in Indien schon vorhanden war, aber nicht der Begriff. Ne? Und ein anderer wichtiger Punkt, den er sagte, war, wenn wir darüber sprechen, über die falschen Aspektarier, die sind eigentlich Yogacara Madhyamika Shentong. Also Shentong, Yogacara Madhyamika. Das sagte er in Bezug auf die falschen Aspektarier der Yogacara-Schule, Rashida Matra-Schule. Ein anderer Punkt ist, dass der Unterschied zwischen nur Geist und Madhyamika oder nur Geist und Shentong Yogacara Madhyamika, der Unterschied, sagte er, dass die nur Geistsichtweise annimmt, dass das Bewusstsein letztendliche Wirklichkeit ist, aber die Shentong Yogacara Madhyamika geht davon aus, dass Bewusstsein nicht letztendlich ist, sondern das Letztendliche, das Absolute ist unterscheidendes Selbstgewahrsein. Diese Weisheit wäre das Absolute. Und in der Nur-Geist-Tradition wird gesagt, Wisdom ist auch Bewusstsein, aber in Shentong Yogacara Madhyamika ist Weisheit etwas anderes als Bewusstsein. Und so auch in der Nur-Geist-Tradition gibt es eben die abhängige Natur, ne, Shenwang, die nicht wirklich existiert. In der Nur-Geist-Tradition wird gesagt, dass Shenwang, diese abhängige Natur, tatsächlich wahrhaftig existiert, aber in dem Shentong Yogacara Madhyamika würde man sagen, dass die zweite Natur, eben abhängige Natur, Shenwang, nicht wirklich existiert. Und ein anderer Unterschied zwischen seiner Sichtweise und der von Dolpopa. Oh ja. Kann man das kurz mal neu starten, das Screensharing. Funktioniert es nicht? Und ein anderer Unterschied eben zwischen Shokten Gyaltsen und Shakya Shokten, meine ich, und Dolpopa ist, Shakya Shokten akzeptiert, dass bei Viveka und Chantakirti das ist, also nochmal, Shokten sagt, es gibt viele Aspekte der nur Geistsichtweise, die ähnlich sind wie Madhyamika. Okay, nochmal neu. So, Dolpopa ging eben davon aus, dass Asanga Vasubandhu Madhyamika ist, aber Sakya Shokten eben nicht, sondern dass sie nur Geistschule. Wenn das alles, was zu sagen ist, dass sie nicht Madhyamika wären, wenn Asanga und seine Anhänger sagen, dass die Anhänger der essenzlosen Madhyamika-Schule in einen Nihilismus verfallen, dann wäre das ja eben ein Extrem. Aber das müsste nicht unbedingt Asangas Sicht so sein. Und ebenso
kann man auch nicht Vasubandhu als Realisten verstehen, weil sonst müssten ja alle nur Geistanhänger dann auch nur Geistanhänger, Realisten werden. Oder auch eben, dass dann verstanden wird, dass in Nagarjuna eigentlich eine realistische Sichtweise lehren wird und deswegen nicht Madhyamika wäre, dass es eben auch, wird eben von verschiedenen Meistern, Dwapapa und Shakyamuni unterschiedlich gesehen. Es gibt eben viele verschiedene Widerlegungen von der Sichtweise von Shakyamuni, wie zum Beispiel auch von der Gelug-Schule oder vom 8. Karmapa und so weiter. Aber wie auch immer in Tibet, wenn da Shakyamunis Belehrungen gelehrt werden, wie es die falschen Aspektarier tun, wie es im Madhyamika der Fall ist Shakyamunis Sichtweise immer sehr einzigartig. Und selbst innerhalb von Shenton-Meistern gibt es unterschiedliche Aussagen darüber. Und das ist dann auch wieder etwas, was weiter untersucht werden müsse. Und um kurz das zusammenzufassen, die Beziehung zwischen Yogacara und Shenton. Die Yogacara-Schule hat nicht wirklich Fuß gefasst in Tibet. Das wurde nicht zu einer eigenständigen Schule in Tibet. Aber wenn wir die Tatsachen anschauen, sind die Quellen, auf die sich Shenton-Meister beziehen, sind die gleichen wie die Nur-Geist-Schulentexte. Die Quelle dieser von Shenton oder Nur-Geist sind exakt die gleichen in Sutra und Tantra. Und aus diesem Grund ist die Nur-Geist-Sichtweise und die Shenton-Sichtweise wirklich sehr, sehr ähnlich. Da haben wir also eine große Ähnlichkeit und einen engen Bezug. Aber natürlich sage ich nicht, dass die Shenton-Pas wirklich nur Geistmeister sind. Das sage ich nicht, aber da ist auf jeden Fall eine enge Beziehung. Wie auch immer. Der Grund, warum die eben nah sind, weil ihr Quellentexte eben dieselben sind in Sutra und Tantra. Aber die Shenton-Pas würden eben niemals akzeptieren, dass sie nur Geistschulen sind. Das würden sie völlig von sich weisen. Die mögen die nur Geist-Sichtweise nicht. Sie wollen sich distanzieren von dieser Sichtweise. Und was ist der Grund dafür? Und aus meiner Sicht, und da habe ich eben verschiedene Meinungen drüber, die habe ich hier niedergeschrieben. Keine Ahnung, ob das wirklich so ist, aber so will ich es jetzt erklären, weil das meine Sichtweise ist. Und so ist es ja, wenn man als gewöhnliche Wesen irgendwelche Meinungen äußert, dann sind die manchmal richtig und manchmal nicht. Okay, was ist der erste Grund? In Tibet war es so, dass man, wenn man Mahayana-Anhänger ist, dass es entweder nur Geist oder Madhyamika sein kann. So wurde es in Tibet gelehrt. Muss da entweder das eine oder das andere sein. Und im Allgemeinen wird eben gesagt, ja, dass man da dass man nur eins der beiden sein kann, wenn man Mahayana ist, so heißt es in Tibet. Und dann, wenn man dann sich aussuchen muss, dann wird man natürlich Madhyamika aussuchen, weil das als die letztendliche Sichtweise in Tibet gelehrt wurde. Und insbesondere in der späteren Überlieferung war es so, dass Madhyamika so einflussreich war, und insbesondere die Prasangika-Madhyamikas, die waren eben sehr einflussreich. Und deswegen wollten natürlich alle Madhyamika sein und haben alles andere hinter sich gelassen und haben gesagt, natürlich, wir sind alle Madhyamika. Und natürlich auch Shantarakshita und seine Schüler, die nicht Prasangika waren, die nannten sich dann halt selber auch Madhyamika, Svatantrika oder so.
Und natürlich die Jungpas auch, die haben sich dann halt große Madhyamika genannt, einfach damit es den Namen Madhyamika trägt. Einfach alle wollten halt Madhyamika sein. Und dann alle wollten ja natürlich die Königssichtweise haben. Denn wenn man das nicht hat, dann würde man natürlich aufgrund von sozialem Druck würde man nicht akzeptiert werden. Und der zweite Grund ist, dass nicht wirklich Gelehrte der indischen nur Geistschule nach Tibet kamen. Es kamen nicht keine, aber halt wenige. Kamen nur wenige. Sondern nicht die Berühmten oder nicht die Einflussreichen. Wenn wir zum Beispiel nach China schauen, da gab es ja Tang Xuanzong, der wirklich nach Indien ging, um nur Geistsichtweise zu studieren, um dann zurück nach hier zu gehen und dort die Lehren von nur Geist zu verbreiten. Aber sowas gab es in Tibet nicht. Es gab da keinen tibetischen Meister, die nach Indien gereist ist, um nur Geistschule kennenzulernen und das nach Tibet zurückzubringen. Oder nicht zurück, aber um es nach Tibet zu bringen. Und dabei ist es aber auch dann wichtig, in Bezug auf Tibet zu gucken, ja, was sind die nur Geisttexte und was ist die nur Geistschule? Aber das wurde in Tibet nicht wirklich auseinandergehalten. Und die nur Geisttexte eben von Maitreya, dies waren eben spätere Texte. Die waren frühere Texte. Die haben deswegen dann nicht so eine ganz systematische Erklärung der nur Geistsichtweise aufgezeigt. Deswegen wurden sie später und deswegen, weil sie nicht so systematisch waren, wurden sie wie ein Ziegenhaut hier und hierhin gestreckt, wie man wollte von den Kommentatoren. Konnten dann sagen, oh ja, das ist Madhyamika. Oder andere wiederum sagen, ja, das ist aber doch nur Geistinhalte. Und deswegen hat das dann jeder irgendwie so gezogen und gebogen, wie er oder sie mochte. Und das ist der zweite Grund. Der dritte Grund ist, in China und auch in gegenwärtigen Untersuchungen, da gibt es eben die Forschung, wo gesagt wird, dass die nur Geistschule selbst eine sehr große Nähe zur Buddha-Naturschule hat. Und darüber werde ich noch sprechen, und zwar morgen. Aber allgemein wird gesagt, wenn wir die schauen, wie es im alten Indien erklärt wurde, da gab es dann eben davon aus, dass da eine große Nähe ist zwischen nur Geist und Buddha Naturschule. Und viele Meister wie Stiramati, der ja ein Falschaspektarier war, der hatte eine starke, enge Verbindung zur Buddha Naturschule. Ja, denn seine Tradition kam ja auch nach China, wie gesagt, und da war eben deswegen auch diese Verbindung zwischen der Nur-Geist-Schule und Buddha-Naturschule. Stiramati war ja quasi der Gründer der Buddha-Naturschule oder ein großer Gelehrter dieser Schule. Und viele stützen sich dann darauf, auf seine Aussagen. Auf jeden Fall der dritte Punkt hier ist, dass es eine ganz enge, tiefe Verbindung gibt zwischen der Nur-Geist-Schule und der Buddha-Naturschule. Und wenn wir Nur-Geist-Schule nicht wirklich verstehen, dann verstehen wir auch die Buddha-Naturschule nicht wirklich. Und dann ist es wirklich einfach, die miteinander zu verwechseln, weil es einfach Ähnlichkeiten gibt. Manchmal in China gibt es dann eben Gelehrte, die sagen, oh, das ist nur Geist oder das ist die Buddha-Naturschule. Aber es ist manchmal wirklich schwer auseinanderzuhalten, denn einfach auch historisch sind die halt ja, historisch sehr nah beieinander entstanden. Die haben sich gegenseitig studiert sozusagen und gegenseitig voneinander gelernt. Und da gibt es eben diese große Verbindung. Es gibt halt so viel Ähnlichkeit zwischen denen. Natürlich gibt es auch ein paar Unähnlichkeiten oder Verschiedenheiten, aber es gibt viele, 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 viele Ähnlichkeiten.
Und wenn man die eigene Schule nicht wirklich versteht, ist man vielleicht in der Buddha-Naturschule, aber er kennt das nicht und denkt, oh ja, das ist eine Yogacara-Sichtweise oder nur Geist-Sichtweise, weil da so viele nur Geistinhalte sind. Sowas kann natürlich passieren und andersrum genauso. Und auf jeden Fall, das sind die 3 Gründe. Es ist so, dass in Tibet dann die Shentong-Schule. Okay, nochmal. Also, das sind die 3 Gründe, warum Shentong so eine Abneigung hat gegen die nur Geistsichtweise und sich davon distanziert und als Madhyamika sieht. Und verstehen sich mehr als Buddha-Naturschule, aber nicht als nur Geistschule. Aber wenn die das tun würden, dann würde das gut und er würde eine bessere Situation hervorbringen. Der Grund dafür ist, dass es in China eben die Buddha-Naturschule so gibt. Und in China und internationalen Wissenschaftlern haben eben das von Anfang an so verstanden, dass es Mahayana nur Madhyamika und nur Geist gibt. Aber später haben dann die Wissenschaftler herausgefunden und haben gesagt, das kann man nicht eigentlich so behaupten, dass es nur 2 Mahayana-Schulen gibt und da muss es eine 3. Schule geben, nämlich die Buddha-Naturschule. Und Beweis dafür, für diese Aussage dieser Wissenschaftler oder die Basis für ihre Aussage, ist das Uttara Shastra, über das wir noch sprechen werden. Und die haben ja diesen Text gibt es ja schon so lange. Sie haben das Sanskrit-Original gefunden oder das Manuskript finden vom Uttara Shastra. Und da ist es deutlich, dass es unterschiedlich ist von Madhyamika und unterschiedlich von nur Geist-Sichtweisen. Und daher ist es auf jeden Fall Mahayana, das ist klar, aber muss eine 3. Mahayana-Schule sein. So könnte man das verstehen. Und das hat sich dann so entwickelt und wurde dann klarer und klarer. Und das finde ich eigentlich recht gut und erfreulich, dass es da eine 3. Mahayana-Schule gibt oder Naturschule. Warum nicht? Und normalerweise, wie ich es auch im anderen Tag gesagt habe, sagen wir normalerweise, dass es immer diese 4 buddhistischen Schulen nur gibt. Können wir natürlich jetzt sagen, es gibt eine 3. Mahayana-Schule. Und in Indien gibt es ja sehr viel Freiheit sozusagen, was Schulen angeht. Da gibt es zum Beispiel 18 grundlegende Fahrzeuge. Warum können wir dann nicht auch 3 Mahayana-Fahrzeuge haben oder 3 Mahayana-Schulen haben? Wenn wir das akzeptieren würden, dass es da einfach eine 3. Mahayana-Schule, Buddha-Naturschule gibt, dann gäbe es kein Problem. Dann würde es auch nicht so viel Debatte geben zwischen Rangtung und Shentong. Man müsste dann auch nicht so hartnäckig darauf beharren, dass man Madhyamika ist, sondern könnte einfach sagen, hier, das ist die Buddha-Naturschule. Aber darüber werden wir nochmal sprechen, wenn ich über Uttara Shastra spreche. Aber so jetzt kurz zusammengefasst, die Shentong-Sichtweise hat sich wirklich sehr weit verbreitet in der Jonang-Tradition. Und natürlich auch in der Sakya, in der Kachi und in der Nyingma-Tradition. Viele Kachi und Nyingma-Gelehrte haben diese Shentong-Sichtweise angenommen.
Und auch in der Gelug-Schule gab es später Drakar, der dann auch über die Shentong-Sichtweise lehrte oder Texte verfasste. Und es gibt wirklich gute Texte von ihm, Drakar. Auch wenn es vielleicht nicht so 100% klar ist, ihn als Shentong-Paar einzusortieren, aber dennoch, wenn man seine Sichtweise anschaut, ist das schon die Shentong-Sichtweise sehr vorhanden. Und wenn wir über die 4 tibetische Traditionen sprechen und dann zusätzlich noch Jonang als 5., dann hat Shentong wirklich einen Einfluss gehabt auf alle 5. Und wenn wir über Dolpopa sprechen, und das hat, also Shentong-Sichtweise hat wirklich einen Einfluss gehabt in Tibet, aber es hat nicht geholfen, eine Nur-Geist-Schule zu entwickeln in Tibet. Aber es war sehr hilfreich dafür, die Texte der Nur-Geist-Schule, zum Beispiel die 5 Texte von Maitreya, in Tibet zu verbreiten. Ja? Das war die Verbindung zwischen Shentong und Nur-Geist-Schule. Und es ist wichtig, das zu unterscheiden. Shentong ist nicht die Nur-Geist-Schule, es ist anders. Aber dennoch, wenn man sich die Quellen anschaut, dieser Texte, sind die exakt dieselben Quellen in Bezug auf Sutra und Tantra. Und das ist wirklich beeindruckend, oder? Und das war wahrscheinlich nur in Tibet so. Und auf diesen Grund ist diese Verbindung zwischen nur Geist und Shentong eben sehr wichtig zu verstehen. Deswegen wollte ich das als extra Thema heute besprechen. Und morgen werde ich noch weiter darüber sprechen. Über den Einfluss der Nur-Geist-Schule auf Tibet, nicht nur in Bezug auf die Sichtweise, sondern in Bezug auf Verhalten und Meditation. Und wenn wir über die 4 Haupttraditionen in Tibet sprechen, und auch wie dann in Tibet die 5 Werke von Maitreya Fuß fassen. Und genau, und dabei ist es eben wichtig zu verstehen, die Beziehung zwischen nur Geist und Shentong-Schule und nur Geist und Madhyamika Schule. Und das war's. Jai